Meine lieben Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon im Titel können lesen. Heute geht es wieder um den Coronavirus. Ich weiss, ich habe schon mal so ein Video gemacht, aber ich denke, es könnte wirklich guter Vergleich sein. Weil das jetzt schon 7 Monate her ist, das Video. Also schon ein Zeitchen her. Also mehr als ein halbes Jahr. Also für das wir uns denken, ja, im Sommer ist dann alles wieder weg. Nein. Heute werde ich wieder mal meine Meinung dazu geben und ein paar Fakten wieder mal aufsagen. Einfach zum Vergleich, wie es zum letzten Video war, wo ich über das Coronavirus geredet habe. Und ich würde sagen, labere ich nicht lang und fange an mit dem Video. Ihr wisst ja, dass ich das eine Video im Lockdown gedreht habe. Jetzt ist ja sozusagen alles normal, einfach dass sich manche Sachen geändert haben. Aber auf das werde ich dann nachher sprechen kommen, wenn wir dann nach den Fakten durch sind. Ihr wisst ja auch, dass ich so eine Theorie hatte im letzten Video, dass es alles von der Erde kommt und dass wie eine Bestrafung ist. Aber wir wissen jetzt, dass es eigentlich ein Experiment war und es einfach gescheitert ist und durch das halt Corona geworden ist. Also ich weiß nicht ganz genau, ob das immer noch so ist, weil, okay, durch Corona ist dadurch einiges, oder sagen wir mal, mehr besser geworden als früher noch. Aber es ist nicht so, dass, ich glaube, die Erde etwas bestimmt hat, halt, sondern halt wirklich nur das Coronavirus gesagt, hey, wir machen das jetzt so. Also, ich denke, meine Meinung dann später noch dazu mehr äußern. Und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu den Fakten. Für das habe ich mir so eine Art kleines Skript geschrieben, dass ich genau weiß, was genau sein sollte. Ihr werdet immer so einen kleinen Rückblick sehen, was ich im letzten Video gezeigt habe, als ich über das Coronavirus geredet habe. Damit ihr einen kleinen Vergleich bekommt, wie es sich in diesen 7 Monaten geändert hat. Der erste Corona-Fall hat es am 25. Februar gegeben. Also der erste Corona-Fall hat es am 25. Februar gegeben. Ich denke, in China hätte es schon früher gegeben, 2019, weil sonst würde es keinen Sinn machen, wie es auch Covid-19 heisst. Aber die erste Pandemie heisst, glaube ich weiß nicht, sorry, ist aber eigentlich am 11. März gewesen, dass es dann angefangen hat mit Lockdown, so ja. Bis jetzt sind 2200 Fälle in der Schweiz. Also bis jetzt hat es 243.472 Fälle in der Schweiz, die sogar vom Labor bestätigt worden sind. Und 1563 Fälle sind auch bestätigt worden. Also ich kann da nicht sagen, wie viele bestätigt worden sind, weil bis jetzt wahrscheinlich mega viele bestätigt worden sind. Aber es hat 2.287.029 Tests gegeben über das Coronavirus. Es hat schon 17 Tote in der Schweiz. Also, dann habe ich gesagt, 17 Tote, das ist extrem wenig. Jetzt hat es insgesamt 2769 Todesfälle in der Schweiz. Ich tue jetzt auch ein paar Zahlen aufzählen von den verschiedenen Kantonen, wo laborbestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen geworden sind. Die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen hat Genf gehabt. Also Wallis ist schon eine Zeit lang auf dem Thron gewesen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ist jetzt aber auf dem 3. Platz. Freiburg hat es auch sehr geschnappt. Also die sind jetzt auf dem 2. Platz. Zum Glück, wir Basel-Land haben 549 Fälle. Also das ist einiges weniger, da bin ich auch wirklich stolz drüber. Und Basel ist eigentlich mal weniger gesehen. Ist auf dem drittletzten Platz mit 601 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen. Das sind jetzt die Fakten gesehen, jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Meine Meinung kann eventuell manchmal direkt sein, also wieder nicht angesprochen, wenn du eine andere Meinung hast. Also erstmal fange ich an mit der Schule. Wir müssen in der Schule jetzt auch Masken tragen, überall, wir müssen es draussen tragen, wir müssen es drinnen tragen, wir müssen es im Zimmer tragen und so weiter. Aber Primarschüler müssen das nicht. Okay, es sagt ab 12, aber meine ihr, aha, du bist aber noch nicht 12, also dich stecke ich mal nicht da.
Oder die mit dem Sport, müssen die Personen anziehen, die 16 sind. Die Corona kann alles so mehr. Warte, darf ich kurz die Ausweis anschauen? Danke vielmals. Ja, nein, du bist noch nicht 16. Okay, dann stecke ich nicht an. Was gibt das für eine Logik? Ich finde einfach, dass Gilo vielleicht einfach eine Maske anlegen oder einfach mal zum Beispiel keine Mischung von den Klassen sind, weißt du? Es ist einfach so, dass ich finde, die kleineren Dossier kann am einfachsten Corona übergeleitet werden, weil sie einfach keine Symptome zeigen. Und dann denke ich mir so, da sollte doch die Schule auch etwas machen und dann sagen, ey, nein, 6. Klasse kann ich beieinander sein, 5. Klasse kann ich beieinander sein, 1. Klasse kann ich beieinander sein, aber nicht zusammen, weil sonst macht es für mich keinen Sinn. Oder zum Beispiel, wir in der Sekundar dürfen nicht Sport machen, wir dürfen nicht schwitzen, wir dürfen sozusagen gar keine Aktivitäten machen. Aber meine Schwester, die noch in der Primar ist, die muss gut duschen nach dem Sport und so Bullshit. Wo mich einfach aufregt, weil es einfach keinen Sinn macht. Corona geht ja nicht zu dir und sagt so, ey, zeig mir deine ID, aha, du bist noch nicht 16 oder du bist noch nicht 12. Der macht es nicht. Es macht keinen Sinn. Und ich fände es irgendwie gut, wenn die Schule einfach wieder mal irgendwie für 3 Wochen einfach schließen. Dass man daheim ist, dass einfach die Zahlen mal runtergehen. Weil ich habe gelesen, dass wir jetzt in der Hälfte sind, wie es im März war. Also es kann gut sein, dass wir wieder das Maximale erreichen oder sogar überschreiten. Es kann alles sein. Zum Beispiel ist auch noch meine Meinung so, wieso sind alle Kantone mit diesen Massnahmen so verschieden? Das sind, muss überall Masken haben, wirklich überall. Sie dürfen nur wenig raus, sie dürfen nicht mehr raus ohne Maske, sie müssen immer Masken haben. Dann Deutsche, die müssen ja dafür sich nur treffen von 2 verschiedenen Häusern. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es macht einfach keinen Sinn. Ich hatte noch eine andere Meinung, jetzt noch ganz zum Schluss. Und zwar, wir sollten einfach normal leben. Einfach normal leben. Es ist hart, dann sterben einfach die halt sterben. Und die Stärkeren, die sind einfach da. Aber ja, ich weiß, es ist hart, die Aussage, aber ich finde, die macht sehr viel Sinn. Für mich, ich weiß, es ist hart. I'm sorry. Aber das ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann schreibt es genau, wie gesagt, unter den Kommentaren, da kann man gerne diskutieren. Oder schreibt mir gerne irgendwie über Instagram, Twitter, Snapchat oder TikTok. Da kann man gerne darüber reden. Ich habe wahrscheinlich noch mehr Meinungen, aber die fallen mir jetzt gar nicht direkt ein. Also, als mich noch mehr darüber aufzuregen, mache ich jetzt Verabschiedung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben und abonniert sehr gerne den Kanal und schaltet unbedingt die Glocke an, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Ich weiß, ich habe wieder mal das Thema thematisiert, aber ich finde das irgendwie cool, irgendwie mich ein bisschen beschweren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Das Video ist nicht zu lang gegangen, nicht zu langweilig und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!